Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt Sherlock Holmes The Devil's Dictator oder so. Ich kann kein Englisch, darum spielen wir es auf Deutsch. Ja, ich habe früher mal Sherlock Holmes Folgen gespielt, aber das ist jetzt mein erstes Sherlock Holmes Let's Play. Ist auf der Unreal Ancient aufgebaut und wir starten gleich mal ein neues Spiel. Ich habe es noch nie gespielt. Aufstrebender Detektiv, Meisterdetektiv. Den aktuellen Schwierigkeitsgrad können Sie jederzeit in der Game. Genießen Sie das aufregende Leben des berühmten Detektivs. Stellen Sie Ihre detektivischen Fähigkeiten auf die ultimative Probe. Ich würde mal sagen, aufstrebender Detektiv, da ich das Spiel noch nie gespielt habe. Und ich hoffe, die Musik ist richtig so, denn ansonsten werde ich das beim nächsten Let's Play, also bei den nächsten Folgen, auch reduziert haben. So, aufstrebender Detektiv. Wir starten. Jagdgründe. Sie haben einen wichtigen Satz in einem Dialog verpasst. Kein Grund zur Sorge. Im Notizbuch finden Sie das Dialogprotokoll mit allen Gesprächen, die Sie führen. Das ist nützlich. Jo. Wow, ich bin aufgeregt. Ich habe mal ein Let's Play von Gatherall geschaut, um nur mal zu schauen, was ist das Spiel genau, wie ist es aufgebaut und so weiter, die Steuerung und so. Und ja, ist recht amüsant für ein Let's Play geeignet. Für mein Let's Play geeignet. So, viele Informationen hier, Tipps und Tricks, aber die interessieren mich jetzt gerade nicht, denn jetzt geht's los. Unglaublich. ...48 Stunden zuvor. Ja, was haben wir hier gesehen? Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht sie braucht Hilfe, Watson. Um was geht es dann? Der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Um Himmels Willen. Armer Junge. Komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon wen, stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtiggehend asozial. Und naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn, durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen.
Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. Ja, und die Reise beginnt. Sherlock Holmes, eine Krankheit. Okay, ist eine neuartige Krankheit, habe ich noch nie gehört. Okay, fragen wir den Jungen mal, wer bist du? Nee, warum bist du hier? Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich kenne die Steuerung leider nicht, darum kann es zu Komplikationen sein. Wir schauen den Jungen mal an. Führen Sie Ihre Charakteranalyse durch, indem Sie sich auf die wichtigen Details konzentrieren und folgen, was sie bedeuten. Wichtig. Ja, Tom. Tom ist 8 Jahre alt. Okay. Fürsorgliche Eltern. Kann eine Karte lesen und verwenden. Okay, also lesen kann er. Dumm ist er nicht. Fehlbildung, also Arm ist deformiert. Ist das eine Fehlbildung oder ist er verletzt? Das sieht mehr nach einer Verletzung aus. Ich würde echt sagen, ne? Oder? Nee, das ist keine Verletzung, sondern... Doch, das ist eine Verletzung. Ich würde mal sagen, das ist eine Verletzung. So, 2 Sachen noch. Und zwar oben im Gesicht. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Mangelernährung. Der Junge isst zu wenig. Und hier hat er auch noch was. Gerötete Augen, Bindehautentzündung und er hat kürzlich geweint. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er den Vater sucht und darum geweint hat. So. Wir haben alles gefunden. Dann beenden wir das. Mal schauen. Was kann ich denn jetzt machen? Ich weiß gerade nicht, was ich machen kann. Ja, ich kann ihn genau anschauen. Ah, sein wäre Fehlbildung gewesen, nicht Verletzung. Okay, so funktioniert das. Okay. Das sind so Rätsel. Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig gefleckt. Toms Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasse Haut lässt vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus. Ja, woran das wohl liegt. Und hat gerötete Augen. Er hat vor kurzem geweint. Toms Fehlbildung könnte auf eine mangelhafte Ernährung seiner Mutter während der Schwangerschaft zurückführen. Okay. So. Das ist unser Notizbuch. Baker Street. Alice, oh, verzeiht, Sie stören sich etwa. John Watson. Nein, kommen Sie noch rein, Miss. Von wann ist denn das? Miss Alice de Beauvoir. Ich bin... Ah, das ist ja Mr. Watson. Mann, ich bin ja... Ach ja, das ist das Gespräch von vorhin. Dokumente, Beweise, Karte und Aufgabe. Jagdgründe.
Als ein junges Straßenkind weinend in der Baker Street aufkreuzt und vor seinem Vater berichtet, der bei einem geheimen, besonderen Job verschwunden ist, schwant Sherlock Holmes nichts Gutes. Fangen wir doch mal... Naja gut, seinen Namen kennen wir. Verschwunden. Was ist geschehen? Ich frage mal einfach mal das Wesentliche. Was ist geschehen? Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Boah. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Seltsam inwiefern? Seltsam? Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Ach, das ist sein Name? Das heißt nicht, ich will den Namen des Jungen wissen, sondern den Namen des Vaters. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Verschwunden. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Boah, was hätte ich denn jetzt machen müssen, Mensch? Vor 3 Wochen. Vor 3 Wochen. Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Was meinen Sie, Sir? Nichts. Ich schweife ab. Ah, das war jetzt falsch. Okay, so funktioniert das. Okay. Ah, ich bin neu. Ich mache Fehler. Aber ja, ne? Keiner ist vom Himmel gefallen, kein Meisterdetektiv. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street, 1. Stock, Tür E, in Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um Sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Seit wann nimmt man dann bitte schon von Kindern Geld ab? Nein. So, wir haben neue. Untersuchen Sie das Verschwinden von Toms Vater, George Hurst. Das ist unsere Aufgabe. Untersuchen Sie die Wohnung von George Hurst in 12 Dorset Street 1. Erstes OG, Türe E. Okay, das ist immer noch das gleiche. Karte haben wir hier. Whitechapel und 221 Baker Street. Das ist, wo müssen wir denn hin? Door Street. Wir sind in der Baker Street, ne? Okay. Dann haben wir hier, Tom ist 8 Jahre alt. Tom wurde 1887 geboren. Trotz seines jungen Alters kann er bereits lesen und mit Landkarten umgehen. Tom leidet seit Jahren an Mangelernährung. Damit nicht reiche Eltern. Tom entstammt einer armen Familie, die ihn aber ganz offensichtlich liebt. Seine Eltern haben alles Mögliche für ihn getan. Tom wohnt in Whitechapel, 12 Dorset Street 1. 12 Dorset Street, erste Soge, Türe E. Okay. Wir schauen uns aber noch zuerst mal hier ein bisschen um. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Okay, das ist das Archiv. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Ja, Sherlock, ist okay. Mein Archiv. Ja, ist okay, Sherlock. Zurückgreifen. Hast du es jetzt gleich, Mensch. Was ist Eine das? Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Ja, könnte. So. Ja, ich spiele das Spiel gerade wie ein Noob. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Mein Hund. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Im Königreich, so. Ja, Steuerung ist nicht Brava, schlecht, Toby. Die beste... aber ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir müssen Tom helfen, seinen Vater zu finden, Holmes. Ja, das müssen wir, Watson.
So, dann wollen wir mal, was ist eigentlich da hinten drin? Schauen wir noch hier hin. Oh. Watsons, Schlafgemach. Oder meint? Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Ja, genau. Er ist der Buchhalter. Okay, das gehört Watson, das Zimmer. Watson, Sie könnten mal aufräumen. So, und das ist wahrscheinlich mein Zimmer. Ja. Holmes, du könntest mal das Bett machen. Oh, cool. Automatisch schließende Türen. Hier können wir uns verkleiden. Aber das brauchen wir nicht. Und hier können wir uns umziehen. So. Da wir rausgehen, werden wir einen Mantel tragen. So. Können wir hier noch raus? Boah, wir können. Und schaut euch mal nur das ganze Aufmachungssachen an. Wahnsinn. So. Dann wollen wir mal raus. Und auch die Lichteffekte. Kann ich die Pfeife noch mitnehmen? Sherlock Holmes bekannte Sachen. Pfeife. So, dann wollen wir mal rausgehen und mal die Sachen untersuchen. Hello. Nachbarin. Na nu. Ich muss immer alles untersuchen und schauen und so weiter. Also das Spiel gefällt mir jetzt recht gut, muss ich sagen. Wenn du noch nie solche Sachen gespielt hast, ist es halt ein bisschen, wie soll ich sagen, Neuland, aber man lernt relativ schnell. Es ist Open World in der Regel, aber naja, gewisse Sachen gibt es halt, die noch geschlossen sind. Nun ja, dann gehen wir mal raus und schauen mal, was die Welt draußen hat. Boah, schaut euch mal den Betrieb an. Und alle machen was. Naja, gut. Ja, da wird mir der Rücken auch wehtun, wenn ich immer an der gleichen Stelle fegen würde. So, kann ich hier... Kann ich? Nee, der liest den Leuten was vor. Hallo, streitet ihr? Nee, ihr müsst nicht streiten, alles ist okay. Sir, haben Sie was Ungewöhnliches gesehen? Ja, ist okay. Wegdrehen und... Polizei, Police Officer. Keiner mehr mit mir reden. Na, dann schauen wir mal, was der Zeitungsjunge hier zu berichten hat. Zahl der Obdachlosen in London nimmt ab. Auf den Straßen von London gibt es immer weniger Obdachlosen. Unsere Gesellschaftsreporter haben für diese Entwicklung keine andere Erklärung als das starke volkswirtschaftliche Wachstum im Königreich. Und natürlich den Wunsch unserer Mitbürger zu arbeiten und etwas zum Aufbau eines erfolgreichen und florierenden Landes beizutragen. Ganz ohne Zweifel können wir uns darauf freuen, dass sich die Lebensqualität in London weiter erheblich verbessern wird. Ja, das sind also so die News. Also, dem Volk geht's soweit nicht schlecht. Wirtschaftlich gesehen. Hallo, Kollege, kann ich dir helfen? Nein, okay. Naja, gut, Open World, Fragezeichen, du kannst nirgendwo großartig rein, sondern einfach nur auf der Straße rumlaufen, aber ist okay, das gefällt mir. Wirklich richtig gut gemacht. Warte mal, ich kann auch Ego-Perspektive machen. Hey, Kollege. Ich weiß nicht, Ego-Perspektive oder normale Perspektive? Ich meine so, wenn man Gespräche sucht und so weiter, ist die Ego-Perspektive gar nicht mehr so schlecht. Oder sonstige Sachen untersucht. Aber wir bleiben mal in der First Personal. Free Personal. Kollegen? Nix. Also Sherlock unterhält sich nicht so gern. Ne? Oh. Dem geht's nicht gut, hallo? Noch ein Zeitungsjunge, der mir nichts zu sagen hat.
Wow, wo muss ich denn jetzt hin? Hey? Lady? Miss? Geht Ihnen nicht gut? Hallo? Hallo? Auch nicht, okay. Ja. Miss? Hallo? Boah, entweder ist Sherlock so groß und die Frau so klein. Ja, ist so. Hallo, also ihr macht irgendwas falsch, wenn ihr jedes Mal Rückenschmerzen habt. Noch ein Zeitungsjunge, der mir nichts sagt. Okay. Was hast du zu verkünden? Express Service. Ding Sleeping Quartz. Saloon Family Carding Quartz. Between all parts of England and Scotland. Passenger are requested to ask for tickets by the Midland Road. Okay. Du spielst? Ah ne. Was bastelst du denn da? Du versuchst das zu reparieren. Das sieht doch unprofessionell aus. Oh, ein Zirkus. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Royal Bros. Greatest Show of Earth. Hey, du siehst kriminell aus. Was machst du hier, Seemann? Man kann nicht zum Schauplatz laufen. Nee, da muss man fahren. Arm drücken. Oh ja, das machen wir noch. Zum Fortfahren. Was? Ausdauer. Betrachten Sie den Geistesausdruck Ihres Gegners, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten und okay, zum Fortfahren. Ach so, okay, das wird wahrscheinlich. Okay. Okay. Ich glaube, ich hab's draußen. Oder auch nicht. Okay, ich muss da noch üben. Lass es sein. Gerade. Nein. Hoch mit dir. Oh, meine Ausdauer. Spannendes Finale hier für die erste Folge. Ich habe es noch nicht ganz draußen, also die. Keine Ausdauer mehr, Mensch, Holmes. Selbst wenn er sich so anstrengt. Okay, ich habe es noch nicht ganz draußen.
glaube, ich verliere hier das Armdrücken. Ich glaube, ich verliere. Ja, ich verliere. Mann, das ist gar nicht so einfach, so einen Arm drücken, Leute. Echt jetzt? Die Musik auch noch. Stimmt, der hat das nicht angenommen. Also ein durchwogenes Armdrücken hier. Okay, das ist... Okay, nicht ganz so einfach Armdrücken, ohne Scheiß. Also muss schon überlegt sein. Und wenn man den Trick draußen hat, ist es sicher einfach. Ich habe den Trick noch nicht ganz draußen. Okay, das sieht doch... Sieht doch gut aus, ich habe ihn jetzt gleich. Oder auch nicht, ne? Komm, wir lassen ihn nochmal drücken. Komm, drück. Nochmal, komm. Ja. Und jetzt. Ach Mann, das war jetzt aber echt eine kraftvolle Prozedur. Alter Schwede. Arm drücken. Boah. Das war's. Und mit dem Bild hier, mit dem Bild verabschiede ich mich. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Und ich habe ein Armdrücken gewonnen. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Unglaublich. So. Ich sag Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.